Familie Badetscher will in Höllstein im Basel-Land ein Seminarzentrum übernehmen. Ihre Idee? Hier zusammen mit anderen Leuten zu wohnen, zu arbeiten und eine Schule für die Kinder zu gründen. Das braucht viel Geld. Es hat sich jetzt wirklich etwas kurzfristig her, respektive jemand, der gesagt hat, ich kaufe den Leuenberg. Stockers aus Dürrenroth im Emmental haben die Ukrainerin Laida Mikhailova mit ihrem Sohn Dominik bei sich aufgenommen. Jetzt hat Laida in Huttwil eine Wohnung gefunden. Wow. Und schon bald macht sie einen Schritt in die Selbstständigkeit. Und andererseits schmerzt es doch ein bisschen das Herz natürlich. Etwas, das wir uns aufgebaut haben und eine Nähe, die man so dann auch ein bisschen wieder loslässt. Das Grächen im Wallis führt die Familie Andermatt in ein Hotel. Die Wintersaison fängt an. Touristen buchen kurzfristig und der Olivier muss immer erreichbar sein, für Auskunft zu geben und Buchungen zu machen. Jeder, der mehr zu uns kommt, übernachten, umso besser. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Grächen ist Anfang Dezember eingeschneit. Heute ist der Start der Wintersaison. Das Skigebiet geht auf. Der Olivier hat es morgen gemacht. Seine Frau und der älteste Sohn sind schon anderweitig unterwegs. Dafür ist Verwandtschaft aus dem Mittelland angereist. Der Schwager mit der Familie. Seid ihr bereit zum Snowbike heute, Laurin? Ja? Hast du gestern schon ein bisschen probiert, gell? Aber heute gehen wir richtig auf die Piste, ja? Gell? Also, meistens ist es zwar cool, wenn nur der Papa da ist. Weil, ja, dann kann ich halt mit ihm zusammen raufgehen. Der Papa wird leider noch anderweitig in Beschlag genommen. Aktivhotel und Spa, Hannibal Bandermatten, guten Morgen. Guten Tag, wie geht's? Ja, freut mich. Eine Anfrage, Zimmeranfrage, ja, auf jeden Fall, ja. Jetzt Moment gerade mal. Ja. Jawohl. Ja, sehr gerne, ja. Ich kann nachher zurückrufen. Wir müssen es genau abchecken. Statt auf die Piste geht es zuerst ins Hotel am Computer. Also dort haben wir noch Möglichkeiten, sehr gerne. Gut, wir werden Ihnen das Angebot per Mail zukommen lassen, wünschen Ihnen einen schönen Tag und dann hoffen wir, Sie bald zu sehen bei uns. Dankeschön. Wiederhören, danke. Okay. Ich will jetzt gehen. Ja, ich komme jetzt gerade. Ich mache noch fertig. Also klar, die Sorgen sind im Moment sicher höher als vorher, weil die Energie, ich brauche das Wort nicht gerne, aber es ist ein bisschen eine Krise, macht nicht sicher zu arbeiten, weil einfach die Kosten, die wir schon immer so vorschießen mit Öl, also Heizöl, mit Strom, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht, das tut eben schon ein bisschen belasten. Auf der anderen Seite versuchen wir vor dem Gast einfach so zu sein, wie wir immer sind, als Gastgeber ihm die Zeit, die er hier bei uns ist, so schön wie möglich zu machen und ihm nicht irgendwie noch unsere Sorgen erzählen, weil die bekommt er vielleicht auf dem Job schon zu hören und die will er nicht in einer Ferien noch haben. Okay, nein, wir gehen. Komm. Das ist schon rein. Wir müssen los. Das Hotel geht erst in einer Woche auf. Darum fehlt der Olivier heute nicht im Betrieb. Die Talstation der Bergbahn ins Skigebiet ist auf der anderen Seite des Dorf. Grächen ist autofrei und nur spezielle Elektrofahrzeuge haben eine Bewilligung, im Dorf zu fahren. Der Nevio hat seine Ski schon dabei. Oder? Logisch. Sonst lagert die Skiausrüstung von Andermattens im Skiraum bei der Talstation. Endlich ist es Zeit, die Ausrüstung wieder vorzunehmen und zu brauchen. Also, ich finde es cool, weil dann kann man wieder am Winter immer Skifahren. Ja.
Für einen Hotelier ist die Eröffnung des Skigebiets jedes Jahr ein Meilenstein. Also wenn du die Saison eröffnen kannst, weisst du, dass eigentlich ein Haufen parat ist für die Gäste, für unsere Grundlage, für unsere Existenz. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und darum ist die Saisoneröffnung immer eine grosse Freude, weil man weiss, jetzt geht's los und jetzt kommen wieder Leute. Und sag jetzt mal, die ruhige Zwischensaison ist wieder vorbei. Es hat immer wieder ein Kommen und Gehen. Aber ich habe immer am meisten Freude, wenn es losgeht. Huttwil im Oberaargau ist knapp 10 Minuten von Dürrenroth entfernt. Hier kann Laida heute eine Wohnung anschauen, wo sie mit ihrem Sohn einziehen kann. Sie ist unterwegs mit der Angela Stocker. Bei ihrer Familie leben die Ukrainer seit 7 Monaten. Das funktioniert zwar prima, aber Laida will wieder auf eigenen Beinen stehen. Hallo. Wow. Тебе нравится? Die 900 Franken Monatsmiete für die Einzimmerwohnung übernimmt der Staat. Ohne die Unterstützung könnte die Laida nicht bei Stockers ausziehen. Soll ich ihn auftun? Okay, Der jetzige Mieter ist noch nicht ausgezogen, aber die Laida hat die Wohnung zugesichert bekommen. Осторожно, Доминик, здесь стекло нельзя упасть. Это просто дядя. Смотри. Wow. Ich liebe I die like this Aussicht. so much. And this is also I will open. Yeah. And this guy who's moving out now, he told you that you Der can Mann, der have hier auszieht, hat ein paar Sachen, die du haben kannst. Ich zeige dir mal, was es wäre. Which one? Yeah, it's right there. Okay. Just go first. So he told me this I like it. wall you can have if you want. Du könntest die Trennwand und den Schaft übernehmen. It will be very. This one you can have. Yeah, it's looks Ja, very das nice. ist sehr schön. I like it. Yeah. And this Und die is Wand really ist eine gute cool because Abgrenzung. it's like board between Yeah, it's like a wall. zones. Yeah, makes a nice. kind of corner. Der Rest nimmt der jetzige Mieter mit. Yes. Sie jetzt nicht kennt, dass man eine Wohnung mietet und die ist leer. Sie kennt, dass man in der Stadt geht, eine Wohnung mieten und meistens ist die möbliert. Und da war sie wie erstaunt, dass man das alles selber muss. Genau. Also es wird sicher auch noch eine Herausforderung werden, dass wir dann den Haushalt von A bis Z aufstocken können. Ja, schauen wir dann. Ja, in der Kitchen. Die Küche ist riesig. It's huge and also I plan it, Aber ich würde gerne this das rote color. auch Not grau red haben. one, but the gray one. How I'm feeling about it. Zur Freude über das Zügeln gehört auch der Abschiedsschmerz. Beide Wege natürlich. Einerseits haben wir Stolz, dass sie den Schritt wagt, um ja, ein bisschen flügge zu werden. Fast so ein bisschen wie eben die kleine Schwester, die jetzt einen weiteren Schritt nimmt. Und andererseits schmerzt es auch ein bisschen das Herz natürlich. Etwas, was wir uns aufgebaut haben und eine Nähe, die man so dann auch ein bisschen wieder loslässt, geht sicher einher. Und es hat 2 Seiten. Sehr stolz und auch ein bisschen Wehmut natürlich. Der Dominik bekommt zwar kein abgetrenntes Zimmer, aber das eigene Daheim ist wichtiger. I love Rolly and Angie so much. Ich liebe den Roland und Angie über alles. Aber ich brauche meine Privatsphäre. Und sie auch. Sie sind ein verliebtes Paar. Ich will sie nicht stören. Er wollte etwas essen. Er hat den Kühlschrank gesehen. Ich glaube, ich bin bereit fürs Ausziehen. Ich kann nicht immer bei dieser Familie leben. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Bei Bad Etschers ist Aufbruchsstimmung. Ein Wochenende bei der Großmutter ist geplant. Geht sie noch zu? Ja. Okay, sonst kann ich sie... Schau mal, unsere Tasche, der Papa und ich haben eine Tasche, die ist halb leer und ihr habt irgendwie... als würden wir eine ganze Woche, 2 Wochen... Aha. Ich habe noch Sachen dabei. Spezielles Privileg. Okay, mal Sachen habe ich nicht dabei. Seit dem letzten Jahr sehen die Kinder ihre Großmutter wieder mehr. Wir haben halt auch jetzt mehr Zeit. Wir müssen nicht jedes Mal, solange wir haben nicht
so lang wie vor ein paar Jahren. Bis Anfangs 2022 haben Badetschers auf der Insel La Palma gelebt. Ein Besuch bei der Familie in der Schweiz ist nur einmal im Jahr drin gelegen. Seit Badetschers zurück sind, machen sie auch ab und zu einfach einen Wochenendausflug. Ich finde es wichtig, dass man mal wegkommt, gerade weil wir halt auch viel miteinander zusammen hier an dem Ort sind und dass wir auch mal einen Tapetenwechsel haben. Die Reise führt nicht wie früher mit dem Flugzeug von den Kanarischen Inseln in die Schweiz, sondern vom Kanton Basel-Land in den Kanton Aargau. Kannst du mir den geben? Hallo, hoi. Oh, ist das kalt draussen. Mega kalt. Mega. Es ist warm. Oh, ja. Schön warm drin. Ja. Das ist wieder mit deiner Farbe. So. Weil Badetschers vegan leben, nehmen sie ihre Lebensmittel selber mit, wenn sie auf Besuch gehen. Mal schauen, ob es Platz hat im Kühlschrank. Wir bringen wieder Essen. Ja. Der Aussenkühlschrank ist immer gut. Kannst du rausstellen? Jetzt kannst du das alles rausstellen. Es ist so kalt. Kann man auch, ja. Deine Klubschläugchen sind so hart. So. Also, ich tue es mal wärmen. Die Rosmarie Badetscher ist keine Veganerin. Zusammen zu Nacht kochen geht trotzdem. Beilagen sind für alle. Das ist jetzt nicht meins, aber es ist okay. Jedes hat seinen Lebensstil. Teil Sachen sind gut und Teil finde ich jetzt nicht so der Hit. Aber das ist auch Geschmackssache und der Geschmack tut sich verändern. Sie lässt sich aber ihren Thunfisch zum Znacht nicht nehmen. Ja, das ist Michael. Ui, das ist recht stark. Der Geschmack. Vom Fisch, ja. Oh ja. Da ist auch eine Kanalisation schwimmen, du der Thunfisch. Ich kann gar nicht schwimmen. So. Puh. Der Michael ist in einer Freikirche aufgewachsen. Und das Tischgebet gehört daheim dazu, wie und je. Aber nimmst du Gemüse? Jesus, danke vielmals fürs Essen und danke, dass du das Essen segnest und auch uns und den ganzen Abend. Danke, dass wir dich kennen. Amen. Guten. Ist schön, mein Thunfischchen essen. Ich muss mich entschuldigen dafür. Seit die Familie Badetscher wieder in der Schweiz lebt, können sie die Beziehung zu Rosmarie noch mehr pflegen. Wir sind hier immer herzlich willkommen. Es ist wie für uns wirklich ein Ferienort oder einfach ein Ort zur Erholung. Und das finde ich mega schön, also, dass ich mich mit ihr so gut verstehe. So, hoch die Tassen. Ja. Oh. Ich kann nicht gerade trinken, weil Aufs es Leben. ist noch recht heiß. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Leckheim zum Leben. Leckheim, ja. Zum Wohl, Rosmarie. Schön, dass wir... Es gibt halt eine gute Beziehung, wenn sie so viele da sind. Ja, wirklich. Einfach integriert, ganz normal. Es ist nicht so künstlich, es ist einfach so, wie es sich ergibt. Ja. Ja, früher hat es das halt einmal im Jahr eine intensive Zeit gegeben, wo wir das ein bisschen länger gewohnt haben, also für ein paar Wochen, wenn wir in der Schweiz waren. Da war halt alles konzentriert auf einmal im Jahr. Und so ist halt schon ein bisschen regelmäßiger, ein bisschen ausgeglichener. Ein bisschen viel drauf, glaube ich. Aber ist gut. Mit der Gondel kommt man von Grächen auf die Hanigalp, ein Skigebiet auf gut 2000 Meter. Snowbiken ist etwas, das der Olivier macht, seit er ein kleiner Bub ist. Zum Saisonstart will er das Schneevelofahren auch anderen Leuten näher bringen.
Gehst zum Rüdi? Der Nevio will zuerst auf die Ski. Für das muss aber die Bindung neu eingestellt werden. Kannst du mir jeder von meinen Kleinen anpassen? Ja? Merci. Zudämmen. Hallo? Freut mich. Salute zusammen. Dann machen wir das. Schon? Ja? Der Olivier hat die ersten Interessenten für seine Snowbikes gefunden. Ist gut? Geht? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Viel Spaß, hä? Merci. Tschüss. Hakti, Viertel und Spa, Hannig, alle anderen machen einen guten Tag. Ja, genau, ja. Erinnere mich. Ist alles im Preis inklusive, richtig, genau. Genau, okay, perfekt, sehr gut. Besten Dank. Schönen Abend, danke. Ja, das ist mein Job und ich meine, jeder, der mehr zu uns kommt, übernachten, umso besser. Und wenn man am Telefon ein paar Auskünfte geben kann, wenn jemand kurz vor dem Buchungsprozess ist und noch 2, 3 Sachen will wissen, dann ist einfach immer erreichbar. Das ist wirklich das Nonplusultra, gerade wenn die Kurzfristigkeit so stark ist wie jetzt. Der Janis im Griff. Nach ein paar Runden auf den Ski möchte der Nevio jetzt noch Snowbiken. Ja, immer erklärt hat. Was du schon 100-mal gemacht hast. Warte. Das spielt Nevio. Langsam. Nevio, du musst Kurve machen. Nicht schnell vorfahren, gell? Okay, vamos. Saisonwechsel. In Dürrenrot gibt es einen heissen Sommertag. Was sind vielleicht liest du aus? Ich denke, es tut mir heute abfragen. Sonnencreme? Windeln? Ja. Das Jäckchen? Ja, im Auto. Schuhe habe ich. Hut hat er? Hut. Rest habe ich. Ja. Gut. Gut. Also, anlegen, Buben. Stockers wollen mit der Laida und dem Dominik auf einen Tagesausflug. Das haben sie bis jetzt noch nicht gemacht. So kleinere Sachen, ein bisschen zusammen jemanden besuchen oder so. Aber jetzt wirklich so auf Schiff und alles. Das ist Premiere heute. Let's go. Vom Emmental geht es direkt an den Thunersee auf das Schiff. Grüße miteinander. Okay. Verschiedene Menschen. Look, Papa! Was? Dad, a Schiff! Ah ja. Wow, look, Dad! Gut, habe ich das dabei, so dezent wie gefragt hast. Ja, so. Jetzt kannst du schauen, ob du etwas siehst. Ein Prachtstag. Und mit einer Schifffahrt machen Stockers nicht nur den Buben eine Freude. Ich weiss mittlerweile, dass die Laida Wasser überall liebt. Das ist ihr Element. Und wenn sie am Wasser ist, das sind immer die glücklichsten Momente in ihrem Leben gewesen. Auf dem Wasser spürt man die Seele der Schweiz noch mehr. Ich liebe es, es ist wunderschön. Das Blau ist so klar. In der Ukraine ist das etwas anders. Auch die Aussicht auf die Berge ist unglaublich schön. Und ich bin mit netten Menschen da. Das ist wunderbar.
Angela und Laida haben eine enge Beziehung aufgebaut in den letzten Monaten. Es ist eine Bereicherung in dem Sinne, dass es mehr als nur eine Freundschaft ist. Es ist auch fast so ein Perfect Match. Ja, ein bisschen Schicksal gegeben, fast. Ich spüre, dass sie meine Familie geworden sind. Das nehme ich sicher mit. Bald zieht Laida aus. Diesen Tag verdrängen beide noch ein bisschen. Es ist schön. Ja. Und der Tag wird kommen, was ich wird gehen. Wir werden eine 5-tägige Staatstrauer einlegen. We're gonna be so sad. Aber auch stolz auf sie sein. Weil wir wissen, dass es der Moment war, wo sie bereit ist, zum Gehen. Laufen. Nach dem Schiff geht es zu Fuß weiter. 1 Stunde 45 Minuten. Yes. No. Oh my goodness, no way. 25 Minuten. Okay. Eine lange Wanderung wäre offenbar nichts für die Laida. Mit 25 Minuten ist sie einverstanden. Das Ziel sind die Beatushöhlen oberhalb vom Thunersee. Ich habe nicht gedacht, es wird so heiß. Jetzt gehen wir in die Höhle rein. Die Laida ist gespannt, was sie hier erwartet. In der Ukraine bin ich in Odessa in etwas Ähnlichem. In dieser schönen Stadt am Meer. Wir sind dort immer in die Ferien gegangen. Es sind nicht Höhlen, sondern eher gefürchtige Gänge unter der Erde. So etwas wie da habe ich noch nie besucht. Ich bin aufgeregt und freue mich, dass ich denen abkühlen kann. In den Höhlen ist es das ganze Jahr nur etwa 8 bis 10 Grad. Das ist eine rechte Abkühlung. Ich habe es so heiß. Da innen ist der perfekte Platz für mich. Ich will da leben. Иди сюда, Дом. Тихо. Мармалипан? Смотри, Доминик, это все от воды. Вот этот камень, скала, его вода вымыла. И вот, смотри, тоже, как когти тигра, как они дают. Как в тупе. Идем. Пошли дальше. Пошли, профессор. Siehst du das leuchtet hier? Also orange leuchtet. Siehst du das? Das sehe ich, ja. Schön, mega schön. Eindrücklich. Man denkt, wie manches Jahr. Nichts im Vergleich zu unserem Leben. Muckenfürzli. Отойди, там дяди света не хватает. Иди туда, значит, туда. Let's go. Let's go, sir. Я не знаю, Доминик. Если честно, я запуталась. Хочешь, можем пойти туда, но я думаю, мы идем неправильным путем. Angie, what you think? Angie, in welche Richtung müssen wir weiter? Ich glaube, wir sind falsch. Dort durch? Okay. Die Strecke durch die Höhle ist etwa 1 Kilometer lang. Stocker sind nicht so schnell unterwegs, weil Angela die Welt hier festhalten will. Ja? Ich komme.
Ich glaube, ich werde noch mal alleine gehen, einfach um die Ruhe zu genießen. Aber das mit King ist natürlich, du musst gerne schauen, aber rechts und links. Aber es ist schön, eindrücklich für mich. Das Seminarzentrum Leuenberg ob Höhlstein ist eine grosse Anlage mit viel Umschwung. Ein Restaurationsbetrieb, Seminarräume und über 80 Hotelbetten gehören dazu. Seit 3 Jahren steht der Betrieb still und muss an vielen Ecken renoviert werden. Wer den Leuenberg kaufen möchte, müsste einen einstelligen Millionenbetrag herblättern und mit Badetschers zusammenarbeiten. Seit Anfangs 2022 schauen sie zum Leuenberg und wollen hier bleiben. Ihnen schwebt ein veganes Restaurant vor. Sie wollen hier arbeiten und wohnen und sogar eine Schule für ihre und andere Kinder öffnen. Die Ideen wären da, nur das Geld fehlt noch. Darum hat Michael heute einen wichtigen Termin. Ich würde es noch schreiben, wenn mir noch etwas in den Sinn kommt. Wie schreibt er es? Es hat sich jetzt wirklich etwas kurzfristig her, respektive jemand, der gesagt hat, ich kaufe den Leuenberg. Und ja, was sind wir jetzt? 21 Also? Gehst du? Ja. Viel Spaß. Danke. Heute sind die ersten Vertragsverhandlungen zwischen dem Eigentümer und dem Investor. Es ist schon ein spezieller Moment. Es ist für mich auch sehr, ja, einfach, es geht auch eine grosse Last, also Last, einfach das Gefühl, dass es ja, jetzt gleich endlich so weit ist, dass der Leuenberg gekauft wird und weitergeführt kann werden. Vegane Spitzbuben, die wir kennen. Die sehen doch fein aus. Kannst du mir vielleicht helfen? Das Riesenteil. Und das soll ich, warte jetzt. Ja. Das ist ein bisschen. Mach du aus. Wir können da mit dem Löffel, aber da kommt man rein. Jetzt hoffe ich, dass ich da nicht irgendwie... Die Olivia und die Mädchen verdörlen sich daheim, bis der Michael von seiner Mission zurückkommt. Da müssen wir zusammenmischen. Sie machen Weihnachtsgüte. Da kommt sofort spezielle Stimmung auf. Es sind zwar nicht Zimmersterne, nein, es sind ja alle gut. Das noch der Rest. Das Mehl ist jetzt alles verarbeitet. Kann man schön so zu einem runden Ding machen. Das ist alles schön so ein bisschen drehen. Das ist so richtig so. Rosmarin, gell? Das ist super. Dann brauche ich die, wenn die schon da ist. Das ist so richtig so. So. Hui, haben wir Platz. Ui, sehr gut. Es bleibt auch da ein Stündchen, glaube ich. Manchmal kommt es mir gleich noch so ein surreal vor, weil wir ja, seit wir da sind, uns eigentlich gewünscht haben, dass wir das erstens mal finanzieren können. Also, wir haben nicht gesagt, dass wir das selber finanzieren müssen, hätten wir gar nicht können, aber dass jemand kommt, der das mitträgt, oder mehrere Leute. Und dass es jetzt wirklich so ist, dass, ja, manchmal denke ich, es ist krass, wie das jetzt alles gekommen ist, wie sich das alles zusammengefügt hat. Und ich bin mega froh darüber. Der Käufer vom Leuenberg will anonym bleiben. Die Frage ist einfach... Aber es braucht eh noch zwei. Ups. Ich könnte den Tag auch so aufessen, anstatt backen. Da kommt etwas Gleiches aus. 180. Hast du gesehen? Was denn? Morgenwind. Kann ich nichts machen. Nein. Ja, ich weiß. Du bist ein Engel. Gut. Hallo. Oh, schau, die Papa ist einfach. Hey.
Hey. Und? Lebst du noch? Ah ja, sonst gibt es nichts Süßes, gell? Ah ja, stimmt. Aha, jetzt ist nicht so süß. Ja. Schon? Das ist doch gut. Schnelle Sache gewesen? Oder haben wir noch diskutiert? Ja, nein, wir sind gleich eine Stunde. Ja, du gehst ja nicht hin. Es geht auch ein bisschen im Austausch. Und weil der aktuelle Besitzer, dem ist natürlich schon wichtig, was es denn mit dem gemacht wird, wer es überkommt. Und von dem her. Jetzt wird der Vertrag beim Notar vorbereitet, dass der in der nächsten Woche unterschrieben werden kann. Nächste Woche schon? Mhm. Dass das dann bis Ende Jahr quasi übergeht. Das ist so ein sauberer Übergang. Ende Jahr, ab Neujahr startet das andere. Und, das ist ja gut. Ja, passt. Das passt Genau. eigentlich. Genau. Lang können sie nicht bleiben sitzen. Es gibt noch zu tun um das Haus herum. Schnee ist angekündigt. Die Olivia oder Michael wollen die Stühle und Tische vor der Terrasse an Schermen bringen. Wie zusammenstellen? Oder wir in den Keller. Der Investor steht hinter der Revision und sagt, ist gut und recht. Es muss aber praktisch umgesetzt werden. Und das ist ganz klar über ein Seminarhotel. Und unsere Vision geht ja auch in diese Richtung. Thema ist Nachhaltigkeit. Wie können wir die Zukunft gestalten? Die Ladetschers mussten aber auch Kompromisse eingehen. Der Gastrobereich wird sicher nicht rein vegan geführt. Ihre Vision hat schon eine Bühne bekommen. Für die Sicherheit, dass wir nicht mit abgesackten Hosenbeinen dastehen, das kann uns niemand geben. Wir folgen da unserem Herz und vertrauen darauf und haben ein sehr gutes Gefühl. Und schlussendlich ist es auch so, dass wir das ehrlich, so wie es jetzt gekommen ist, uns zum Besten dient. Und wir haben auch kein Risiko. Also, wir könnten auch sagen, wenn es sich für uns nicht so entwickelt, wie wir uns das auch vorgestellt haben, dann könnten wir auch jederzeit gehen. Du machst das ganz gut. So. Das ist gut mit dem Wägel, oder? Jetzt gehst du drauf und dann den Tisch ein bisschen heben. Ob sie nach der Übernahme hier leben und arbeiten und ob es für ihre Mädchen wirklich eine Schule wird geben, wird sich zeigen. So. Ist noch ein bisschen Last mehr. Du bist mir keine Last. Bin ich keine Last? So gut. Vom Wallis ins Berner Mittelland. Für die Familie Andermatten sind so weite Ausflüge nur in der Zwischensaison möglich, wenn ihr Hotel zu ist. In dieser Gegend lebt der Sandra ihre Familie. Darum sind die Besuche in der Heimat für die Heimweh-Bernerin etwas Besonderes. Sandra. Wegen dem weiten Weg kommen Andermattens meistens gerade für ein Wochenende und schlafen auch beim Bruder von Sandra und seiner Familie. Ja, ich habe wieder mal den Schlüssel vernuschen. Das Heimweh scheint sich in der Familie von Sandra vererbt zu haben. Schon ihre Mutter hat den Wechsel von der Stadt Biel auf das Land nicht einfach gefunden. Und Sandra vermisst jetzt im Wallis ihre ursprüngliche Heimat. Schon noch. Ja, was schaust du? Ja, schon immer ein bisschen. Ich hatte das am Anfang auch. Ich bin ja auch nicht ein Landmensch. Oder? Da hatte ich auch Heimweh. Aber jetzt bin ich schon so lange da, dass es gut geht. Ja. Und eben, es ist ein Unterschied, welcher Kanton. Oder? Ich bin Bern gewechselt und sie hätte ins Wallis müssen.
Im Moment macht der Hoteliers Familie aber eher die Energiekrise Sorgen. Der Olivier kann via App schauen, wie viel Solarstrom seine Panels auf dem Tennisplatz zu Grächen produzieren. Er ist schon ein paar Krisen durchgestanden und tut sich sicher nicht mehr so schnell unter Druck setzen. Aber klar, man hat schon Gedanken, wenn dann die Leute fehlen, weil es fehlt ja noch ein bisschen etwas über Weihnachten und Neujahr. Also wir sind noch nicht ganz ausgebucht, also da sind wir schon noch am Schauen. Merci, gell? Aber jetzt kriegst du das von Hitler, das ist natürlich zwar ein hoher Strich, aber man muss immer schauen, was hier, wie viele Kilowattstunden das schlussendlich... Du brauchst jetzt hier den ganzen Strom selber für den Betrieb, oder? Ja, im Moment haben wir ja sehr wenig, was läuft, ausser die Kühlung, ausser etwas PCs, wenn jemand im Büro ist. Und Heizungssteuerung und die, sagen jetzt mal, die minimalsten Sachen. Weil wir jetzt zusammengeschlossen haben, das Chalet an das Hotel angeschlossen haben, nimmt er die Energie von der Solaranlage für das Privathaus. Okay. Und wenn du eine Wärmepumpe hast, die natürlich immer Strom braucht, kannst du mit der Sonnenenergie jetzt das Haus heizen. Ja. Ja, für das ist im Wallis ja gut, oder? Ja, das ist schon ein bisschen schön. Entweder ist der Föhn vom Süden oder vom Norden, oder? Ja. Die ganze Familie an einem Tisch. Ein seltener Moment. Auch für die 2 Gielen von Andermattens. Wenn die Grosseltern einmal ins Wallis kommen, hat vor allem der Älter, der Noah, auch einfach nicht mehr viel Zeit. Ja, ich habe ihm vorhin gesagt, ich sehe ihn nicht mehr so viel, oder? Wenn er nie daheim ist. Morgen ist er auch schon oder dann ist er in der Schule, oder? Ich sehe ihn schon nicht mehr gleich viel wie vorher. He? Er hat nicht mehr so Zeit. Ja. Aber ja. Nächstes Mal. Die sehe ich mehr, ja. Dann kann ich mit dir noch etwas machen, gell? Auch für Olivier ist diese Seite der Familie ein wichtiger Teil geworden. Die ist einfach, sagen wir mal, ja, weil ich keine Eltern mehr habe, die beiden schon gestorben sind, ist es sicher noch schön, dass ich mal zu Schwiegereltern zurückkommen kann. Es ist gleich noch so eine gute Stimmung, die wir haben. Olivia und der Michael Badetscher haben heute seit langem wieder einmal einen Abend für sich allein. Michael? Ich bin zuständig für die Romantik. Ah ja. Ich glaube, die Zweisamkeit ist einfach schon ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, und wo wir merken, auch gerade jetzt über die letzten Jahre, wo wir in La Palma gelebt haben, haben wir niemanden gehabt, der auf die Kinder oder wo wir mal Kinder hingeben konnten. Und jetzt, wo wir in der Schweiz sind, ja, genießen wir es einfach, wenn die Kinder zu den Großeltern können oder zum Grossi. Das ist für uns auch mega schön. Also eben für beide Seiten sehr schön. Dazu kommen die letzten Monate, die anspruchsvoll waren. Die Ungewissheit, wie ihre Zukunft hier in der Schweiz auf dem Leuenberg aussieht, hat der Olivia und der Michael ein paar schlaflose Nächte gebracht. Zum Wohl. Das Leben und auf uns. Umso mehr genießen sie jetzt diesen Abend. Und nicht zu lang ziehen. Es kommt langsam da. Es ist sehr viel auf uns gelastet und das hat man gemerkt, es hat auch sehr viele Spannungen gegeben. Also ich war oft angespannt, dann auch dem Kind gegenüber oder auch wir zwei. Ja, aber der Vorteil von uns, wenn wir so viel zusammen sind, wir können die Sachen auch immer gerade wieder ausdiskutieren. Probieren wir mal. Natürlich ist das Raclette vegan. Gute. Danke. Also Muskat.
Ist auch fein. Ist zum Fall. Ist auch schon gut. Brutzel. Jetzt ist wieder eine andere Situation. Das ist effektiv und da merkt man auch, kommt der Druck weg. Dass es nicht mehr neben alles im Nacken sitzt. Das war wirklich auch ein schönes Erlebnis in all dem Innen, das vielleicht auch so ein bisschen belastend war. Trotz allem habe ich das Gefühl, hat es uns noch mal näher zusammengebracht. Als Paar, aber irgendwie auch als Familie. Der romantische Abend geht noch weiter. Das Wohnzimmer wird kurzerhand zum Home-Kinosaal. Beim alten Seehaus in Georgia. War seit 20 Jahren nicht mehr dort. Als sich die zwei lernen kennen, hat der Michael die Olivia in Kino einladen. Da hat er mir angerufen und hat gesagt, ich kann leider nicht ins Kino kommen. Ich bin krank und war eigentlich erleichtert. Und dann sagt er, wie aus der Kanone geschossen, sagt der Michael, ja, kein Problem, wenn du nicht ins Kino kannst kommen, dann kommt das Kino zu dir. Und dann ist er wirklich mit Film, mit Leinwand und Beamer und wir hatten einen mega schönen Abend gehabt. Und an diesem Abend habe ich gewusst, das ist der Mann für mein Leben. Ich habe einfach gewusst, dass die Situation, die lasse ich mir nicht entgehen. Also es gibt keine Ausreden, es gibt Lösungen. Und habe einen Lösungsvorschlag gebracht, wie wir das Ganze gleich konstruktiv angehen. Ja, und ich konnte gar nicht Nein sagen. Es ist so, ich war so perplex und dann habe ich das auf mich zulassen und dafür bin ich dankbar, dass es so ist. Das war ein guter Entscheid. Und ja. Ja, bis heute. Das ist gut, bin ich hartnäckig. Ja, kann man so sagen. Nächste Woche ist es soweit. Die Leida zieht bei Stockers aus und in ihre eigene Wohnung ein. Das bringt auch für Angela eine Veränderung mit sich. Wieder ein leeres Haus zu haben. Und das ist sicher ein weinendes und ein glückliches Auge. Ja. Ja, it will be hard. Wintereinbruch auf dem Leuenberg. Die Lia und Delin genießen es. Michael und Olivia macht die Kälte eher Mühe. Es müsste hier warm sein. Ich vermisse auch die Sonne und die Wärme. Und darum haben wir gesagt, jetzt buchen wir. Ja. Und gehen auf La Palma. Die Griechen freuen sich andermattens über den Schnee. Die kommen auch mehr Hotelgäste. Aber auf den Solarpanels darf kein Schnee liegen. Sonst schaffen sie nicht. Wir hoffen schon, dass wir unsere Energiekosten halbieren können. Das alles und noch mehr nächste Woche bei SRF bei den Leuten Familiensache.